Blur, Country House. Am 8 Minuten vor der halben Nacht. Freitag ist es, die Woche schon fast hinter uns, überlebt, überstanden. Es war eine gute Woche gewesen, auch sportlich. Schweizer Fußball ganz gross diese Woche. Nach dem Sieg gegen Island steht ja die Schweiz ganz oben in der WM-Qualifikationsgruppe. Alle jubeln. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Dabei geht es ja nicht nur zu jubeln. Fußballmässig. Wir haben noch die skandalöse Stinkfinger-Aktion von unserem Nationaltrainer Ottmar Hitzfeld und gleich alle Fußballfans sind glücklich. Wie erklärt ihr euch das, Herr Hitzfeld? Ja, wie schon gesagt, der Stinkfinger ist an mich selber gerichtet gesehen und der Stinkfinger hat der Deutsche in mir gemacht und ist gegen den Schweizer in mir gerichtet gesehen. Das mag ja sein, aber der Stinkfinger ist und bleibt Erklärung hin oder her unsportlich, würde einem vorzeigen Fairness-Sportler Roger Federer ja nie passieren, so etwas. Na gut, ich meine, Stinkfinger hat auch nichts mit Tennis zu tun, aber du Anfänger. Ich verstand sowieso gar nicht, warum der Mittelfinger Stinkfinger heisst. Also meine schmeckt nicht, überhaupt nicht. Schmeckt mal. Das ist eindeutig krass. Ja gut, sehr witzig, das ist Rasen. Und ganz abgesehen davon, ich schätze meinen Stinkfinger extrem, oder? Ich nenne ihn auch liebevoll Djokovic. Gut, aber der Finger in der Mitte, was hat er eigentlich biologisch für eine Bedeutung? Brauchen wir ihn überhaupt? Das erklärt uns der Netz-Natur-Fernsehbiologe Andreas Moser. Ja, der Mittelfinger ist auch bei den Orang-Utang ein sehr beliebtes Zeichen. Dort bedeutet das aber Freundschaft. Die Forschung ist der Ansicht, der Ottmar Hitzfeld hat sich so bei den norwegischen Gastgeber bedanken. Sie als Menschen können das daheim auch mal ausprobieren. Bedanken Sie sich doch so mal bei Ihrem Steuerkommissar oder Dorfpolizist. Aber gleich, es ist ja nie schön zum Anschauen, so einen Stinkfinger. Es ist gar kein Schauen. Jaron van Rooyen, Stilfachmann von DRS3. Der ausgeprägte, ausgestreckte Stinkfinger ist absolut out in dem Herbst, ist total und so etwas von analog. Heutzutage macht man es im Ärger gepflegt Luft in digitaler Form mit Ledge-Smileys auf dem iPad oder OMG oder Twitter-Mittelfinger-Hashtags. Andere Fußballschlagzeilen diese Woche. Der FC Basel trennt sich ja vom Trainer Heiko Vogel. Der Murat Yakin übernimmt. Christoph Mörgeli. Der hat ja gerade erst euren Job verloren. Seht ihr Parallelen zu eurem Fall? Ja, da frage ich mich, ist der FCB auch schon ein marxistisch unterwanderter Staatsbetrieb? Heiko Vogel ist ja noch schneller entlassen worden als ich. Vermutlich hat er seine Spieler auch nicht abgestaubt, verstehen Sie? Aber im linken Basel wundert mich das gar nicht mehr. Dort sind ja die Zustände noch viel schlimmer. Zuerst nehmen sie die Deutschen und der Schweizer den Job weg und jetzt nehmen sie schon die Türken für die gleiche Arbeit, gell Sie? Noch gerade eine Sport. Der Dopingskandal um Lance Armstrong diese Woche in der Schlagzeile. Dort nimmt das überhaupt kein Ende. Es geht um einen regelrechten Dopingring, wo der Armstrong drin verwickelt soll sein. Viele Fragen sind da off. Sportmoderator Rainer Maria Salzgeber. Ist das Ganze ein Blutgrätsche von der Anti-Doping-Behörde oder müssen wir von einem Fall vom Lenz reden? Hat er die rote Karte verdient oder wird er sie die gelbe tun? Und warum hat er immer das gelbe T-Shirt gehabt? Mein Doping vor der Sendung ist euer gelber Fruchtsaft. Ist das erlebt oder berührt euch das schon die legalen Grenzen von einem Spitzen-Top-Sportmoderator? Das müssen wir analysieren, diskutieren, das ist doch so. Nein, vielleicht tut so einfach ein Märli zum Thema von der Trudi Gerster. Es ist einmal ein Tour de France-Sieger wo nicht dopt sich. Fertig. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Später online zum Nachschauen hören DRS3.ch.